Eerst nu waren een port van de Geschicht van de Oud-kolonie Mennoniten, die in de 1920er jaren naar Mexico trokken und wo sich Dinge dort entwickelt haben. In diesem Aufschnitt redet George Rampel wieder von Entwicklungen bei Nuevo Ideal Durango. Kommt auch bei La Batalla Zacatecas, La Honda Zacatecas, Campeche und auch bei Wort von dort nach Ost-Paraguay trocken in die Nuevo Durango Kolonienzeiten. Unsere Geschichte Nummer 87. Ditmal vertellen wir noch was mehr von der Oud-kolonie in Nuevo Ideal Durango, Mexiko, und dann von den Breedajemeenten ihrer Arbeit Mante Durango Oud-kolonie. Wir haben noch einmal vertelt von wo wir und wanneer die Muttergemeinden in Chihuahua mit ihrem Gummreifenräderverbot und Traktors zu brücken und Kaufwagen zu fahren abgeben mussten. Aber die Muttergemeinde auf der Nuevo Idealsiedlung hielt ihre strenge, von Menschen gemerkte Gesetze, ohne die Gummreifenräder und Traktors zu brücken und das Kaufwagen fahren verboten, noch lang nur den fast, als das auf der Chihuahua Mutterkolonien all hart muss abgegeben worden. Dit Verbot wird auf der Durango-Siedlung bei wenige Jahren trägt noch immer streng in Kraft gehalten. Aber das gibt auch immer noch mehr Sonnenbüros, ohne das Verbot übertreten werden. Und Sonnenbüros werden dann von der Gemeinde ausgeschlossen. So kam dort manche Oud-kolonie auf der Durango-Siedlung dort die Mennoniten Breedajemeenten von Kanada dort 1926 oder 1987 anfangen mit einer kleinen Gruppe Familien gottesdienstliche Versammlungen und Show zu haben. Die Mennoniten Breedajemeenten von Kanada hat in den Lot 1950er Jahren mal eine Mission angefangen mit den Mexikanern in der Stadt Nuevo Ideal in Durango, Mexiko. Die Breedajemeenten stellten in Nuevo Ideal eine Predigerlied an, eine Krankenschwester oder eine Nurse, wo die Mexikaner dort versuchten, für Christus zu gewinnen und die armen Menschen auch mit medizinischer Hilfe zu bedienen. Wir kauften an dieser Stadt ein Lot für eine Büste und bieten durch eine kleine Kirche, eine kleine Klinik, ein Gebiet, wo die armen Stadtbewohner nur medizinischen Rat kommen können. Und die Brüder ihrer Kirche in Nuevo Ideal kamen artige mexikanische Familien zu gottesdienstlichen Versammlungen und viele arme Leute kamen jähren in ihre Klinik und leiten sich von den Nurse für ihre körperliche Krankheiten medizinischen Rat geben. Die Breedajemeenten von Kanada oder auch ihre kanadische Arbeiter in Mexiko nicht offiziell Land und Gebiete eignen dürfen, verschreiben sie ihr Eigentum, Land und Gebiete auf einem mexikanischen Mann, den sie dachten vertrauen zu können. Aber das bleibt an doch nicht treu. Nur etliche Jahre ging das Mann dort irgendwo so an, dass die Breedajemeenten ihr Eigentum in Nuevo Ideal verloren. Als das passiert wäre, dann geben die Breedajemeenten ihre Mission nach den Mexikanern in Nuevo Ideal Durango ab und ihre Arbeiter fuhren alle zurück nach Kanada. Hüter ihre Nurse, Maria Schulz, bleibt noch in ihrem eigenen Haus wohnen und bedient die arme Leute noch wieder mit medizinischem Rat. Maria Schulz hat ihr Haus in Nuevo Ideal auch auf eine von ihren mexikanischen Freundinnen verschrieben. Aber diese Freundin bleibt Maria treu, auch wenn sie 1925 vor ein Jahr nach Haus, nach der Stadtschule fuhr. Diese Freundin passt noch Maria Schulz ihren Haus gut ab. Als Maria Schulz noch einem Jahr war, da trägt noch Nuevo Ideal Durango gekommen wäre, dann hat sie da war die arme Leute in der Stadt, wo die Arten und medizinischen Rat kamen. Und irgendwo traf sich dort an einem Tag mal so,
dat sie von Wilhelm Wahl, einem von der Oud-Kolonieten uitgeslotene Breedajemeenten versetzt wonen leid. Das Bruder wir uitgesloten worden wegen einen Gomreifentraktor haben in Brocken. Nur bei ihm in Brock hij ook al einen Pickup-Truck. Und das Bruder sieht, wie das die Gelegenheit zu Maria Schulz ungefähr so. Wir sind hier auf der Durango-Kolonie all artige Familien, wonen zu keine Gottesdienste vorhin derben, bis wie vorderst von der Gemeinde uitgesloten worden sind, und doorwegen nicht in die Kerk kommen dürfen. Und dat is bloß doorwegen, dat wir Gomreifentraktor und Kochworte hier haben in Brocken. Warum kommen die uns hier nicht mal halten, gottesdienstliche Versammlungen zu haben für uns und für unsere Familie? Und das wird wirklich nicht sehr lang, dann hat Maria Schulz dort vor dich gemerkt, dass die Breedajemeenten der Arbeitermännchen saßen, oder 87, noch nur wie ideal kennen, und dort man die Oud-Kolonie für Mennoniten in der Mission anfangen. Am Anfang kennen zu ihre Gottesdienste nur wenig Menschen. Ein ganz junges Kollege, David und Anna Wahl, wurden Lothar von einem Breedajementpfleger auf ihren Glauben und Christus angeweiht worden, und dann noch 3 Familien. Dort wären die Wilhelm Wahl-Familie, die Johann Radekop-Familie und die Jakob Friesen-Familie. Diese 3 Familien vorderst wären von der Oud-Kolonischen Gemeinde verbannt worden, während er menschliches Verbot übertreten. Sie fuhren Kochworte. Am Anfang hielten sie ihre Gottesdienste in einem Haus und die Stadt war ideal. Aber bald kauften sie sich eine Büste ab, die mennonitische Durango-Kolonie, von einem von den uitgeslotenen Brüdern im Land, und büden daarboven erst eine kleine Kerk und dann bald auch eine Schule. Die Breedajemeenten stellte diese Gruppe Familien auf der Durango-Oud-Kolonie-Siedlung für etliche Jahre Schullehrers und Prediger. Am Anfang kamen nur sehr langsam mehr Menschen zu der Breedajemeenten ihre Gottesdienste. Die Zahl von Kindern in ihrer Schule nahm auch noch langsam zu. Die Kinder aber, wenn in dieser Schule ihren Unterricht erhielten, die lehrten dort sehr kräftig rechtlich Deutsch. Ich weiß noch, dass ein junger Mann in deren Klassen, wo er auch in dieser Schule seine Bildung erholen hat, einen Tag mal in mein Büro in Elmer, Ontario nehmen kann und so kräftig Jüdisch redet, dass ich davon so stark beeindruckt bin, dass ich nicht anders kann als am Fuß fragen. Wo hast du den Deutsch gelehrt, wenn du von Lau Ideal Durango kennst? Und Johann Klassen vertalte mir ganz begeistert davon, wo er seine Schulbildung an der Breedajemente ihre Schule erholen hat und dass er da nicht nur Deutsch, aber auch Spanisch gelehrt hat. Lothar, als ich mal an Durango wäre, dann lehrte ich diesen jungen Mann seine Mutter Helena Klassen und ihre andere Kinder auch kennen. Nur wenige Jahre trocken die auch alle nach Ontario. Die Mennonitische Brüderkonferenz, ihre ganze Arbeit in Durango, wird zwischen und überall an der EMMC-Konferenz in Kanada evaluiert worden. Und als ich da in 1986 die Schule besucht, dann wären Wilhelm Wahl und ihre Tochter Justina und Helena Klassen ihre Tochter Tina da die Lehrer für die Lehrerklassen. Und Franz Reimer von der Krallenkolonie in Chihuahua wird da der Lehrer für die Hecherklassen. Und wir, als gewesener Schullehrer, sehr positiv beeindruckt von dieser Lehrerschere Unterrichten in der Durango-Konferenz selbst. 10 Stunden die Breedajemeenten ihre Arbeiter sich aber nicht sehr gut mit der Oud-Kolonie in Durango. Und dort fangen sie mit ihren Gliedern in Kanada nicht einmal gut seine Schullehrer und Prediger, sondern die Durango-Mennoniten in Mexiko dienen wollen. Und dadurch bleibt die kleine Gruppe gewesene Oud-Kolonie durch, stolz ohne Prediger und ohne Schullehrer. Ich weiß nicht gerade, wo das dort gekommen ist, aber als diese Gruppe Familie in Durango einmal weiter ohne einen Prediger wären, dann fuhren Jakob Neudorf und Jakob F. Peters von Winkler, Manitoba, mal nach Durango, um diese Lieder in ihre einsame Lehre zu bewegen. Jakob Neudorf für in Manitoba mal ein Oud-Kolonischer Prediger gewesen, wie nu bij een EMMC-diaton.
Während Jakob Neudorf und Jakob F. Peters diese Familie von Durango besuchten, bringt Neudorf andere auch nach Vater Predigten. Und dann führende Lied an Dorn, auf Hei in seine Frühfleisch wurden wellig singen für unbestimmte Zeit nach Durango zu kommen und andere auf dieser Lied zu dienen. Jakob und Eva Neudorf gingen auf diese Anleitung an, fuhren durch 1986 an und bringen durch das dritte Lied für 2 Jahre. Der Jakob Neudorf seine Arbeit machte die gewesene Ölkolonie auf der Durango-Siedlung, hängt irgendwo Boot vertor, dass die Breedajemeenten ihre Missionsbehörde oder Missionsboard ihre ganze Arbeit in Durango und die Gemeinden ihre Missionsbehörde oder Missionsboard in Kanada überlebt. Von 1986 an ist diese Arbeit in Durango von der Konferenz gedungen werden. Es wird jedoch unter den ihre Arbeit noch lang, dass die Zahl von Familien, die sich an der anschlossen, geblieben geraten war. In den letzten Jahren aber ist diese Zahl doch viel geraten geworden, sodass wir auch eine größere Zeit haben werden müssen, um Ruhm zu haben für einen Urlaub. Ölkolonie ihre Durango-Siedlung erlangen einmal und viel mehr Siedlungsland für ihre landlose Familie. Aber von der ölkolonische Mutterkolonie liegt in Durango, Mexiko, ward noch erst 1960 ihre erste Tochterkolonie drin, die La Batella in Zacatecas, Mexiko. Und diese Kolonie sind noch 5 Jahre. Wir holen uns noch immer an ihrem Verbot von Umreifen Treibrechten Korporte Jakobs. Die Durango-Ölkolonie Mutterkolonie ihre zweite Tochterkolonie heißt La Honda-Kolonie in Zacatecas. Die war gegründet im Jahr 1984. Die blieb am meisten während der Familie von der Nord-Ideal-Durango-Siedlung, sondern auf die neue mennonitische La Honda-Siedlung in Zacatecas ansiedeln. Aber betroffen auf die Familie von Probleme Chihuahua. Auf diese La Honda-Kolonie war ein Peter Wahl der Älteste. Er konnte auch das Umreifen Traktor und Koffer dieser Verbot an Kaufschulen bei 1987. Aber dann wären da auch so viele Familienforders zugezogen worden, die ein Umreifen Traktorverbot übertreten, dass es viel Ärgernis verursacht. Und einige von den ausgeschlossenen Bürgern waren sich doch einig, die Betriebsgemeinde auf der kleinen Kolonie in Chihuahua nur herzuführen, um andere halten, Schul- und gottesdienstliche Versammlungen zu haben. Vor 1987, 88 Schuljahr haben eine Gruppe Familien aus ein Schulgebiet gegründet und Schulgemeinde Schulgerechthalten bezogen. Im Jahr 1988 raubten die Kirchengemeinde aus der La Honda-Siedlung in Zacatecas, Mexiko, nach Apel der ölkolonische Familie Strop einen Kirchengemeinde entleben. Am 8. Dezember 1988 wurden 13 jugendliche Personen aus Kirchengemeinde eingedeckt und 4 Polizei werden aus Kirchengemeinde abgenommen. Seit 1993 bleiben diese neue Gemeinde bloß Kirchengemeinde vertreten von der kleinen Kolonie in Chihuahua. Aber am 4. Dezember 1993 wird einer von ihren Brüdern als Bürger gewählt und nicht aus Jakob. Es zeigt, dass wir im Jahr 1989 den Tag als der Peterwahl alle uns und dort wird von der La Honda-Gemeinde ihre Gemeindebrüder wird noch wieder dort menschliche Wunder von Sektor Kaufleute in der elektrischen Kraftstromverbot überholen wurden, nur das Kardinaldienst Hänger nur Katastrophen in Chihuahua.
Er nu als kardinaalkolonie maakt van zijn wordt afgeladen alle woonplaatsen bewerkt worden. Vele families zijn door bijna omgeworden. Elke stapje waar het zal gestorven. Maar deze ene gemeente had ons geworden nog eenmaal om er een wonderlijke trekker kort te gaan en de elektrische kroodstroom gebouwd was. De tweede bleef met ook niet te laonder vermisten. Wat er nog Oud-Koloniën blijven willen, we hebben bestaan met hulp van Oud-Kolonische Autostad van Chihuahua, dat een nieuwe Oud-Kolonische gemeente bent. Er niet wilde onthouden, zoals de andere Oud-Kolonische gemeenten in Chihuahua, dat wandrijfentrekker, kortwaardiger en elektrische krachtstroomverbod afgegeven, hebben er wat aan inbrengen, alle perioden op de weg gehouden. De Durango moederkolonie er de derde beste kolonie in Mexico entstond 1985 in een staat of de estado Plautdietsch, in een staat met tropisch klimaat. Er vonden de pionieren dat bijna zwaar in de eerste jaren. Vele werden bij de aanzending van hem zeer bijna ogen. Deze lied er de gemeente helpt ook en daar nog aan het huis en er mensen die omrijden trekken. Kortwaardiger en elektrische krachtstroom gebruikt. In de jaren 1981-82 wandelt er de staatsbrandbaar en Sint-Beda van Ibertaal met een groot Oud-Kolonische familie op van Nuevo Ideal Durango in Mexico niet mogelijk Paraguay. Er in Nieuw-Zeeland en Paraguay heet kolonie Nuevo Durango. In de Bilderbuurt heeft de omstandigheden op de 235 gebied als de landkort van de neue Durango kolonie en Oost-Paraguay en dan wieder op achter de burger van Breedajemeenten trokken. Door dit worden met de Zeeland 15 buiten aangelegd. De Oud-Kolonische gemeente, of de Oud-Kolonische Aanstadpresidenten, verbieden er buiten op dat omrechten vrede van tractorstukken en het kofferdier hadden, maar niet met elektrische krachtstroom trokken. En die is morgen in de plicht. Krijgt een bloemenhuis verwijnlijk, het leed van 1942 tot 200 kilometer voor. En bloemenhuis is het tenminste wel en in 1945 naar 200 kilometer. De jongens genomen zijn Hendrik Peters, John Peters en Peter Pinter. Peters werd hier al eerder 21 jaar oud en hij brukt al niet van die georiënteerd hebben kunnen dat toen waarde komen. Maar de andere beide jongens leren zoals echter namens gekund blijft onvrijheid en toestand gewoon. Peter Hendrik vermoedt die heel erg duidelijk hebben. Het is een uiterlijk zwarte mens. En hij lijkt het op te lopen. Hij doet het in de nacht en in de rekening